Als es gegen Mittag gegangen ist, haben sie einen wunderschönen, schneeweissen Vogel auf einem Ast sitzen. Der Vogel hat so prächtig gesungen, dass sie bleiben stehen, für zu hören. Als er sein Lied fertig gesungen hatte, ist er losgeflogen. Immer ein bisschen von Hänsel und Gretel fort. Die beiden sind auf und nach, bis sie zu einem Häuschen kamen. Dort ist der weisse Vogel auf das Dach gehockt. Als die Kinder nach genug am Haus waren, haben sie gemerkt, dass das Dach aus Brot und mit Lebkuchen zugedeckt war. Die Fenster, die waren aus Zucker. Da dran wollen wir knabbern, ist der Hänsel voller Freude der erste Biss nehmen. So lange haben wir Hunger haben. Jetzt mampfe ich gerade ein Stück vom Dach. Gretel, und du kannst vom Fenster knabbern. Das ist herrlich süß. Der Hänsel ist auf die Zehenspitze gestanden, für sich ein bisschen vom Dach abzubrechen. Er wollte wissen, wie das schmeckt. Das Gretel hat vor Scheiben versucht. In diesem Moment hat ein feines Stimmchen gerufen: «Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?» Die Kinder haben Antwort gegeben. Der Wind, das himmlische Kind.» Dann haben sie einfach weiter gegessen. Der Hänsel hat den Lebkuchen und das Brot vom Dach sehr fein gefunden. Er hat grosse Stücke davon abgerissen und sie gegessen. Das Gretel hingegen hat sich eine ganze runde Fensterscheibe rausgenommen und die genüsslich geschleckt. Da ist unter einmal Türen aufgegangen. Eine steinalte Frau, die sich auf einem Stock stützen musste, ist schlarpen. Hänsel und Gretel sind dermassen erschlüpft, dass sie das, was sie in den Händen hatten, gerade fallen lassen. Die alte Frau aber hat mit ihrem Kopf hin und her gewackelt und gemeint: «Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch denn hierher gebracht? Kommt nur rein und bleibt bei mir, hier passiert noch nichts.» Sie hat beide Kinder an der Hand genommen und ist mit ihnen ins Häuschen. Da hat es feines zu essen gegeben. Milch und Omelette mit Zucker, Äpfel, Nüsse und noch viel mehr.